Wer fühlt sich von dir tüßig? Wir haben die Zeiten verändert, nicht? Und viele von ihnen sind vielleicht so, die gleichen dort so und so, wegen sie es dort haben, wie dort noch einmal gehört. Nicht? Und wie die Zeiten nur und dort. Was für uns, wie gleichen dort ist, dort einmal gewasst ist. Und von dir, weil wir ein kleines Zeit nehmen, zum checken, von wo kommt Weihnachten, oder woran da wieder zu holen und feiern, das wieder von dir und da tun. So, wie viele von Ihnen gleichen History, gleichen bitte studieren, was mir gewasst ist. Okay, so von der ist eine Botschaft, was vielleicht ein klein bisschen anders ist, was wir gewöhnlich tun. Ich will von dir ein bisschen checken, wann wir Jesus geboren und was passiert in der Zeit, wo er geboren wird. Und wieder auch die Traditions, was wir nicht haben, wo wir es Kanada und die States und wo immer wir Weihnachten holen tun, von wo kommen die Dinge, was wir feiern tun. Und so, das ist, was wir von dir wollen checken. Wir wollen anfangen mit einem Gebet von dir, Smars. Lieber himmlischer Vater, wir sind so dankbar, dass wir diese Radung haben. Wir können uns freuen, wenn du bist gekommen. Wir wären falsch in unseren Sünden, wir wären ohne Hoffnung, aber wenn Jesus gekommen ist, können wir uns sicher sein und wir können uns freuen für das ewige Leben, was wir durch das Kind haben, was keinig wird und wer keinig ist. Und Gott, ich bete, dass du uns von dir sehnen mit diesen schönen Morgen. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. Es sind ein paar interessante Dinge, und mich interessiert, dass ich von ein paar Jahren wollte ein bisschen studieren, von wo kommen diese Lehren und was soll wir denken und was soll wir Weihnachten feiern, wenn die Welt uns auch Weihnachten feiern wird. Und wenn ich würde sein, unsere Welt wird Weihnachten holen und feiern in so einer Weise, was nicht einmal christlich ist, ich glaube, wenig von ihnen würden mit mir streiten. So, ich will von dir checken, die erste Frage, was ich ein bisschen checken will, ist, wann wir Jesus Christus geboren? Und wir haben uns einen Kalender, was wir nur gehen tun. Und das interessante Ding ist, der Kalender wird gemerkt von ein paar hundert Jahren wieder, von wann Jesus Christus geboren. Und wir denken, dass wir das Jahr 0, dort ist, wenn Jesus geboren wird, nach 33 Jahren später, dann starb er am Kreuz und wach ab von dort. Aber wenn einer dort nur studieren wird, einer fängt an, dass es nicht ganz so leicht ist. Somewhere mit einem kleinen Taubstone hat er ein Fehler gemerkt. Und wieder, wir sein dort, Dezember, der 25. ist Jesus Christus sein Geburtstag. Es will mit sein, ist das wörtlich so, dass Jesus geboren, Dezember 25. Jahr 0. Und so wir wollen sein, dort ist, glaube ich, nicht, wo dort wir. So, üblich, wie Jesus geboren in Dezember. In Lukas Kapitel 2, der 8. Vers sagt es steht. In der Jent, während du danach Schubhord abgestorben und der Wort den ewig Herd. So, das ist der erste Vers, was wir noch checken wollen, und uns die Frage stellen, wie das in Dezember. Und wo ich deed een klein beetje nog studeren, da wie ein Adam Clark, der hat da wie ein Prediger Mitte 100 Jahre terug. Und das ist, was er geschrieben hat, ich deed in anderen Städten auch studieren. Und er sagt, dass wir Maud, manche Juden in der Zeit, dass sie würden das Schop in der Wildnis bringen für die Sommerszeit. So, die würden den Vorjahr, vielleicht führten nur Passafast, wenn sie das Schop von der, wo sie den Schop in Stall halten und so wieder, wenn sie den Rüt bringen oder Wildnis, so die grusen können, das Sommer Eva. Und dann von Passafast, but Lot Horfs, wären die auf den Stab. In Oktober fahren wir unser Terrain und wir eine sehr kalte Terrain und wir fertigen dort die Schoport, würden das Schop trägen bringen, nur wo einmal sie die Winter holen.
So das sagt hier, dass sie wären auf den Stab, sie wären büten mit ihrer Schop, und du know, was actually die haben, und das ist nicht so, dass sie waren in der Winter, hier ist es das auf den Stab mit ihrer Schop gewesen. Wieder, wir sind ein klein bisschen in Lukas Kapitel 1, wir lesen ein klein bisschen von, wo Johannes der Täufer geboren wird. Und wir sehen dort Zachariah wie ein Priester, wird in den Tempel dienen deit. Und wenn einer in der 1. Chronik Kapitel 24 gehen wird, und er wird sich dort ein klein bisschen studieren, von wo er stammen wird, Zachariah, und wo er en welke tijd hij wordt han gedient. Hij wordt han gedient in het tempel, vielleicht bij Mai oder Juni, wo hij wordt in wo hij in tempel dient. En wenn wir die Versen lesen, dann sieht es so, dass seine Frau Elisabeth wird schwanger, meist führt nur die Zeit, wo er in den Tempel dient. So, wenn einer dort Juni, und die Bibel lehrt uns, dass 6 Monate Eier Jesus Christus wie geboren, wie Johannes gebüht. So wenn einer Juni det, und dann 6 Monate wieder, dann sind wir vielleicht wie Dezember. Und dann 9 Monate wieder, dort als wenn Jesus wird geboren, das bringt uns was September. So, was ich studiert habe, das ist so, dass Jesus Christus hat im September Geburtstag. So, wie viele von Ihnen von dir hier haben September Geburtstag? Okay. So sind ein paar, was ich habe, die haben 25. Dezember einen Geburtstag, und die sagen, aber ich habe dasselbe Geburtstag von Jesus Christus. So, die, wer in September geboren sind vielleicht ein bisschen dichter bei, nur Jesus sein wirklicher Geburtstag. So, was von Jahr wird Jesus dann geboren? Das interessante Ding ist, dass die Bibel gibt uns ein paar Theken, wann und was von Jahr Jesus geboren wird. Ursprünglich, das sagt der Herod, wie der König in der Zeit. Was wir weiten von Herod ist, dass er starb 4 BC. 4 BC meint BC before Christ. So 4 Jahre eher 0. Es wann er gestorben ist. So Jesus muss geboren sein, eher es 4 BC. Das ist ein Ding, was wir sein tun. In Lukas Kapitel 2 sehen wir Quirinius, der wir der Governor, der wir der König über eine Stadt, und er deit den Menschen alle teilen. Und da wir eine Zeit, wo sie alle teilen deuten. Und was wir sehen, wenn wir das studieren dann in History, dort haben wir König in der Zeit, und wir die Menschen teilen deuten in 6 BC. So, dort hat sich besaß zwischen 6 und 4 BC, was Jesus geboren ist. Wieder, was die studieren dann, Stars in the Sky, die haben dort nur neu gesagt, und sie sagen dort in about 5 BC, wie du in Stier, was Eva flehen deuten, in Englisch sei wie dort ein Comet. Dort ist ein Beatstein, was in den Himmel reisen det. Und wie ein, was sie gleichen stemmen det mit der biblischen Zeit, und dort wir in 5 BC. So, hier sind alle Sorten Theken, wo wir können sein, wo passt das alle taub. Und in Lukas Kapitel 5, die erste Vers, sagt er auch das steht. Lukas Kapitel 3, die erste Vers. Im 15. Jahr, da Tiberius als Kaiser geriet und Pontius Pilate die Herrschaft in Judäa hat, Herodias in Galiläa und sein Bruder Philippus über die Länder Judäa und Trachonius, dieser über von der kann ich die Nummern nicht lesen, ich schaffe es für einen Irsch. Aber diese Versen, wenn einer diese Nummern nimmt, Tiberius, Pontius Pilate, Herodias und Philippa,
dass die alle dezelfde tijd gereden doen, dat erst in de jaren 27 bis 29 AD. So, das sind nur 3 Jahre, wat wie das noch sein doen. Wieder, wir zijn auch wieder in Lukas Kapitel 3, das ist ein 23. Vers, sagt dass Jesus wie ungefähr 30 Jahre. Und ungefähr, das meint, dass wir vielleicht nicht ganz 30, wir vielleicht ein klein bisschen eher. Wir würden sein, wenn wir würden mitchecken, wir würden sagen, hey, ersten sind die 30 Jahren. Und so, ich bin ungefähr 30 Jahre alt. So, Jesus, wenn er vielleicht von 30 bis 32 Jahre alt wäre, wenn er seine Dienst anfangen würde, wir nehmen das Träg und dort bringt uns vielleicht bei 4 bis 6 BC, wenn Jesus Christus wir geboren. So, Jesus Christus wird von uns, was wir sein können, erst im September 4 bis 6 BC geboren. So, dort erst ein klein bisschen, wann er geboren wird. Ich denke erst, die Bibel lehrt uns nicht besonders, wann er geboren wird. Und die Ursache dafür ist das. Dort in den biblischen Tiden, da wäre viel wichtig, wenn ein Mensch sterben wird, als wenn er geboren wird. So in den ersten 100 oder 200 Jahren, die Kirche hat viel in Helligdag merken von Menschen. Und in da, wo sie sterben werden, leider ist, wo sie geboren werden. Wir wollen Lothar sein mit Nikolaus, so ist es doch angerecht mit dort. So warum haben wir dann Weihnachten ab Dezember 25. Das ist eine interessante Frage. Und ich glaube, die Ursache ist, sie haben für die ersten paar 100 Jahre nicht in Weihnachten. Sie haben nicht einen Tag, wo sie zu sehen saßen, die erste Tag, wir seien dort Ostern erst ein heller Tag, wo die Christen haben von den ersten Jahren gehabt. Da haben das gehalten. Und Sonntag, den Tag, wo wir taub kommen, wir würden gern sein, wir haben jeder Werk ein heller Tag für Jesus Christus. Sonntag erst den Tag, wo wir zu sie gesagt haben, tam dort feiern und dort celebrating, was Jesus getan hat, von dort abstunden. So, es ist nicht Tag, wir fangen an, wir deuten $4 dort celebrating, was Jesus getan hat mit seinem Tod und Abwacklung, ist mit seiner Geburt. Was wir sein können, ist, dass wir über 250 Jahre, was wir sein können, Eier der Weihnachten, der Tag Weihnachten, holen. Und die Ursache, warum sie dann anfangen, so das Christentum verspreiten über die Welt, dann werden wir in Europa, besonders manche deutsche Menschen, wir sind Port von da, die werden alle Sorten helle Deel, manche Reimer auch. Und in den hellen Tag, in Englisch sagen wir, das ist der Winter Solstice. Und dort ist den kürzesten Tag in das Jahr. Und dort ist Dezember 21. Und so die Heiden in der Zeit, sie dachten, dass die Sonne wie ein Gott. Und sie hatten einen hellen Tag, einmal der Deel war länger worden. Und ich freue mich nu, dass unser Deel war länger worden. Wir sind nu im 22. Gestern wieder ein kürzesten Tag von das Jahr. Und von Deel waren die Deel war länger. Und so, was die Heiden deuten, ist, sie sich in Helligdag merken, wo sie deuten den Sonnengott anbeten, dort er nu wird weiter stärker worden. Da wir der Helligdag. Und so, wenn Christentum und Jesus in Evangelium wird verspreit über Europa und die Prediger, was die sagen, dass das wird nicht stemmen, mit den Aufjährten anbeten, den Jesus anbeten, dann mögen sie in Helligdag, was die Heiden können, holen, leider ist der helle Deel. Leider ist der helle Deel. So, sie sagten, Weihnachten entsteht Winter Solstice. Und so, das ist interessant, weil wir können sein, wo vielleicht ist es beiden mit taub posten tun. Jesus ist da, was die Sonne gemerkt hat. Und nun leider ist die Sonne anbeten, da wie Jesus Christus, der was dort gemerkt hat, anbeten. Er ist auch die Sonne, oder die sehen, was
raufgekommen, hij is gestorben en dan wacht hij op en hij war wieder. En vielleicht bot ons dort een beetje dat Weihnachten erst entsteht in Helledaagse Stadt. Aber Christen haben für mehrere Jahre in den 300 Jahren, wie du im Prediger was seht, wir haben diesen Tag heilig, und er redet von Weihnachten. Aber nicht, so ist der Heiden tun. Wir beten die an, wer die Sonne gemerkt hat. Und so, dass erst vielleicht dort Weihnachten wird angerecht, vielleicht in der Woche, dass die Heiden nicht erhalten haben, was die oft getan werden, aber wie von der dann von der anderen Ursache holen. Ein interessanter Ding ist 3 Hellige der holen. Und das ist something wat wir als Mennoniten sehr wichtig haben. Und das ist interessant, das ist ein Ding, was wir haben für tausende Jahre, das ist ein Ding, was wir haben sozusagen mitgeschleppt von den Heiden. Da wir in der Zeit, und nur, wenn Jesus Christus kam, und er das Evangelium brach, und er starb, und er wieder von dort abgewacht, und seine Nachricht, wir waren Weihnachten, Märtwerk, wo wir hier sein Wort der Nachricht wir. Menschen, die werden gewarnt, wenn du in Helledach wir, sie müssen in der Fast reiten, sie reiten in Fast aus. Und ich glaube, das ist ein Ding, was ich arme Menschen verstanden und beten als wieder. Wir hatten Helledach und kommen vielleicht mit Tauben, nächsten Tag war das trägt in der Arbeit. Aber seit sagten sich einmal Tiet abhört, so dass sie können Tiet haben, so ist eine Familie. Sie würden eine große Fast merken für diese Holiday. Und dort erst von wo dort kam, dort wir 3 Deel holen für Weihnachten. So das hat nicht so zu sein, irgendwo zu tun, was die Schrift lernen wird. So das ist ein klein bisschen, woran dort am 25. erst und wann Jesus Christus erst wörtlich geboren. So wir wollen ein klein bisschen checken, von wo kommen unsere Traditions? Die sind ein paar Traditions, die wir haben in Weihnachtszeit. Und ich wollte vielleicht ein bisschen wiesen, ein von der ersten in Weihnachtenbaum, in Christmas Tree. Warum haben wir Christmas Trees? So wie trägt es auch studieren, die ersten Christen, die von Weihnachtsbaum reden, wie Luther, in about 1550 oder so. Und wir bieten, ging bis bieten Rahmen, sagt, wo der grüne Baum wird in der Zeit noch grün werden und alle die anderen Bäume, die werden dort. Und am leitet es Geschmack, wo sie behangen werden mit Schnee. Und dachte zu sich selbst, wann wunderbarer Gott hat das gemerkt. Und dann brach dort an und hat sich alle was Lichter davon hängen. Und da wir ein Vorbild, wo Jesus Christen drehen wird, durch die kalte Tiden in uns Leben. Und da wir auch ein Teken, wo wie, wenn der Kirchrahmen, der Baum behangen wir mit Lichter, wo Jesus Christus der Licht für die Welt ist. Aber die Bäume, die einmal grün sind, in Englisch sagen wir die Evergreen Trees, die grüne Nudeln haben, was Blätter. Dort ist auch ein Ding, was wir haben von den Heiden genommen. Erst einmal, dort kann sie sein, die haben für tausende Jahre auch die abgehangen in ihre Häuser, das ist ein Bild, dort die würden nicht Tiet über Winter haben. Und dort grünet Baum, da wir entdecken, dort wird noch mal weiter Sommer sein und nicht bis Winter. Und ich glaube, wie es Christen, wenn wir ein Baum sein dann, ein Weihnachtsbaum, und der grün ist, wer wird denken an, was Jesus getan hat für uns? Dort hat uns durch Winter drehen wird. Wenn dort wird Ramans erst dort geht und kalt ist und schwer ist, wie kann Jesus kicken? Er ist den grünen Baum, wird nicht sterben der Winter. Noch ein Teken, was ich ein bisschen von reden, ist Lichter. Und
dit Jahr, meine Jungs freden sich sehr, wenn die wollen vorbei ans Haus kommen, der erste Wort Büder gewöhnlich ab ans Haus dit Jahr. Und sie freden sich sehr, ich würde Christmas Lights abhängen. Und fredet sich sehr, und mir hat es nicht grassig schein, die abhängen, aber die Jungs fanden das sehr interessant und so wie haben dort. Von wo ist das Tradition, dort wie Lichter haben? Und dort ist von Johannes Kapitel 8, der 12. Vers. Und dort ist, dann redet Jesus weiter an und sagt, ich sehe dort Licht für diese Welt. Wer mit mir geht nicht in Düsteren, aber wird dort lebenbringende Licht haben. So, wenn wir vorbeifahren, wir kicken mit Raum, hier sind wir Lichter, dort sind Lichter. Wenn wir die Lichter sein, wer wird kicken und weil Jesus Christus der Licht ist für die Welt. Nou, ein Ding, was wir noch viel sein tun von, und das ist ein Ding, was unsere Welt besonders sehr und festhalten wird, ist Netklos. Was soll wir denken von Netklos? Wer wir haben und wer ist hier? Und wie viele von Ihnen wissen da mit Netklos? Die sind in den älteren Läden Netklos, was Ihnen Geschenke bringen, nicht so? Und das ist auch ein Ding, was mehrere Jahre trägt wird. Netklos wie ein Mensch, der wirklich leben wird. Er ist nicht ein bisschen abgemerkter Mensch. Er ist ein Mensch, der von 270 Jahren bis 343 Jahren AD leben wird. Und er wie ein Priester, ein griechischer Priester, der dienen wird in der Zeit. Und er war in einer reichen Familie geboren. Und er war ab, und wenn er noch jung war, starben seine Eltern. Und er war einer, der sehr leichttulich war. Und wenn er noch viel Geld hat, er war einer, der viel Geld weggeben hat. Und du hast in der Geschichte, wenn einer das studieren wird, das sieht so, dass die Geschichte ist wirklich so. Du wir in seiner Stadt, du wir ein Mann, der einmal gutes Leben hat. Und er hat 3 junge Mädels. Und die wären nu in der Zeit, wo sie würden sich befreien. Aber wie die Zeit macht, dort wir eine Brutpreis, was die Vater von den 3 Töchtern würden tun, so dass sie was haben, um sich befreien. Und wenn er recht werden, da wir alle Fan, aber dann wieder eine Zeit, wo das sehr knapp wird und er wird arm, er hat kein Geld. Und Nikolaus, da wir in Englisch sagen wie St. Nicholas, er wir in der Stadt und er sagt, wo das ging. Und dann jammert über diese Familie und wenn er viel Geld hat, schmeißt er durch ein paar Nachten eine Lusch Geld durch ein Fenster, sodass durch eine Brutpreis wir, dort die Vater können seine Mädels weggeben und befreien. Und ich weiß nicht, wie viel von das so ist, aber da war dann gesagt, der Nikolaus, der braucht eine Stramp, um das Geld nehmen, und hat es boven Tau gebunden, und so dort schmeißt er dort ein Fenster an. Nur was liegt dort? Eine Stramp abhängen, Bernen, wo das viel ist, nicht? Und dort ist von wo der kommen wird. So dort ist Nikolaus wie wörtlich in Mensch, er wie ein Priester, und so viel es wie kann sein, er wie ein gauder Prediger. Und er den Menschen belehren, weil wir sollen frei sein mit dort, was Gott uns gegeben hat, und wir sollen Geschenke geben, dass wir was arm sind. Und dort ist, was er deed. Der interessante Ding ist, weet je wanneer Nikolaus starb? Dat is de 6. December. En in welke landen houden dit, viele Menschen dit nog als een heldendag. Dit is den 6. December, Nikolausdag. En dat is nog een teken, dat is een wo Menschen den dort celebrating, wenn ein Mensch sterben, da was von er geboren wird. So wo soll wir dann von dem Tag Nikolaus an sein? Ich glaube, ein Ding, und das ist, was ich sehr fest glaube, ist, wir sollen unsere Kinder die Wahrheit lernen, von wer Nikolaus ist.
und die Wahrheit lernen, von klein an. Und ich will ein bisschen klein mit sein, wo wir dort in uns Haus haben. Unsere Jungs können spielen, so dass sie Nikolaus wörtlich ist. Wir haben kein Trouble mit Nikolaus in uns Haus. Aber unsere Jungs, die weiten sagen, Nikolaus lebt nicht mehr. Und wir haben ein paar Mal Phone Calls gekriegt von der Schule das Jahr. Und die freuen uns, dass wir wollen unsere Jungs sein, die sollen still sein von Nikolaus. Wenn die sagen, jeder einer dort Nikolaus ist nicht mehr, er ist gestorben. So wir haben ein kleines Trouble mit dort. Und ich glaube, wir vielleicht ein kleines Graut wegen meiner Jungs, die dann die Evangelium mitteilen. Sie sagen, Weihnachten erst wegen Jesus. So das ist sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Kinder lernen, dass Nikolaus erst gestorben. Und ich will vielleicht sagen, warum das wichtig ist. Und ich glaube, das ist und down. Kriegst du die anderen Dinge, was wir in Weihnachtszeit haben? Wenn wir weiten, was das Wort davon ist, oder hinge ist, du ist nicht mehr artig. Nikolaus vielleicht ehren, für wer er wir. Ich glaube, das ist in ihr vor, in unsere Kinder dort lernen, was wir weiten, ist nicht so. Viele Eltern, die haben sich ein bisschen zu holen. Weil ja auch, wenn sie klein sind, wo ich sein, dass Nikolaus, der jetzt Rahmen, der Geschenke aufteilen, danach, und er vor Rahmen mit Rei, und er hat sich rot und wit angetragen. Und dann, wenn wir alle geworden sind, dann wollen wir endlich sein, dass es niemals so was. Und ich glaube, sie schmieren viele Dinge sehr an, sodass unsere Jungs sich ausfingen in der Schule. Warum ist das nicht gut? Ich glaube, die Ursache, warum das nicht gut ist, von wem lieben wir unsere Kinder, wenn sie klein sind, wenn sie klein sind, wenn wir in der Selbstzeit, was wir von Nikolaus lernen. Gott. Nicht so? Wir lernen dort Gott erst. Wir lernen dort, Jesus Christus erst gekommen, er ist gekommen, ist ein Mensch. Er ist gestorben, er ist von Tod abgewacht und er lebt im Himmel und er wacht zum Zukunft von Himmel, um uns nehmen, zum sein, wo er nu ist. Kann wie Jesus sein? Nein, wir können nicht. Kann wie Nikolaus sein? Nein, wir können nicht. So, wenn wir unsere Kinder lernen, einer ist so, einer ist recht, und einer ist nicht so, was bleiben wir wollen unsere Kinder tun mit Gott, wenn wir end sein, dass Nikolaus doch nicht so ist. Sie wollen auch zweifeln, erst das merke ich, dass Gott auch nicht wirklich ist. Und es ist sehr wichtig, dass wir bei der Wahrheit bleiben. Und das ist so sein, nicht mit artig, wenn unsere Kinder wollen mit Nikolaus spielen, aber sie müssen wirklich wissen, was so ist. Und dann eine denke ich, Geschenke geben. Von wo kommt das? Geschenke geben ist ein Denk, was diese Menschen, besonders die, die in Europa sind, haben für tausende Jahre getan. Und das Geschenke geben, wenn du ein Helligtag hast und ein Fast hast, dort ist nichts, was nicht. Und dort ist ein Denk, was passiert, ehe Jesus Christus kam. So, das ist noch ein Denk, was wir haben mitgenommen von den Herren und wir haben dort christlich gemerkt, so zu sein. Dieses Christen, wie kann sein, weil das Geschenke geben als ein Vorbild für uns, für was Jesus getan hat für uns. Und wenn die Welt Geschenke geben wird und sie wissen nicht warum, wir wissen warum, wir wollen Geschenke geben. Und dort ist, wenn Jesus Christus auf die größte Geschenke gibt, was die Welt was die Welt gekriegt hat. Und dort ist unsere Rettung, unser ewiges Leben durch Jesus Christus. Und wieder auch, wir können sein für Matthäus Kapitel 2, der 11. Vers, und die 3 König, die kamen, und die brauchen Geschenke an Jesus. Und so Christen über die letzten 2000 Jahre so haben gesagt, wenn wir Geschenke geben, und besonders in den letzten paar 100 Jahren, das ist wegen der 3 Königs, die Geschenke bringen an Jesus.
En dat is ook goud, wanneer we die twee dingen taubingen doen, aber reiche Sache, dit van je schenken geven, is niet een ding wat de Bibel ons klar beleeren deed. So zullen we dan abhören, je schenken Zeiten en geven in Weihnachtszeit, wenn dat nicht ungegründet hat in der Bibel? Ich glaube, wir sollen nicht abhören. Wenn uns das scheint, wenn das wichtig ist, wenn das gut ist in Weihnachtszeit, je schenken Zeiten für einen und anderen, wer wird das tun? In Jakobus Kapitel 1, 17, Vers sagt es steht, alle gute Sachen und viele vollkommene Gaben kommen von boven rauf. Die gute Sachen, die würden gerne sein, die gute Geschenke, die kommen von boven rauf. Dort, wo Gott ist, dort, wo Schein ist, dort kommt von Gott. Und so, wenn wir Geschenke geben, und wir dort in Jesus sie nehmen, werden wir dort tun. Wieder, die Welt ist so angereicht, so zu sein, in Weihnachtszeit, dort ist fertig eine gute Zeit, um die Arme auszuhalten. Und wie es in der Tag kann das viel getan. Und wir haben eten uitgevierd naar anderen. En vele van jullie hebben in Superstore gezeten en je hebt door bij de Salvation Army kettle gezeten en mensen hebben de geld aangelegd. En dat geld wordt gebruikt om eten te geven, om de armen methelpen hier in Leamington. So wie als wir in goede tijd geschenken geven, wegen onze geschenken komen van God. En we geven de geschenken bis wieder naar anderen ook. So ik wil dat nu van de alle taubingen. Wo zullen we dan Weihnachten vieren? Want dort wat de Welt deed en wat de Welt, wo de Welt Weihnachten holen deed, is vielleicht nicht einmal so, dat het stemmen deed met Christentum, wo zullen we dan Weihnachten vieren? Ik geloof de grootste ding is en de ene wichtigste ding is, en dit is een ding, want er is een ding is wat we van de in huis nemen doen. En dat is dit. Weihnachten voor Christen is wegen Christus. Jezus is waarom we als Christen Weihnachten vieren. So alles wat we doen, taub komen, Geschenke geven, Weihnachtslieder zingen, alle diese Dinge, wer wir die verbinden, wer wir die von Jesus merken und mit Jesus. Wenn wir nicht Weihnachten loten, von uns wahrgenommen worden, so dass nicht mehr von Jesus Christus ist. Englisch steht hier zu viel Scheiner, das sagt, Jesus is the reason for the season. Jesus ist die Ursache, warum wir als Christen Weihnachten feiern. Wenn das vielleicht heute nicht in Helldach ist von einem Anfang. Was sollen wir dann tun mit den Dingen, die vielleicht nicht einen christlichen Anfang haben? Und das ist ein Ding, wo ich glaube, wir müssen alle unsere inneren Gewässer nachfolgen. Aber ich doch an 1. Korinther Kapitel 10, 31. Vers, das sagt es dort. Ob je eten oder trinken oder was je tun, tut alles Gott zu ehren. Ich glaube, das ist nicht mit euch, mit Weihnachten feiern, dass wir das haben. Solange wir das tun, in seiner Weich, was Gott ehren wird. Wer wird Gott ehren für diese Weihnachtszeit? Wenn wir eten, dann viele von uns wollen sehr eten, nicht so? Was sehr schön schmecken. Und viele von uns wollen sich sehr schämen mit dem Weg, was wir annehmen wollen. Das sagt, wenn wir eten oder trinken, werden wir das alle tun, um Gott ehren. Wer wir nicht verjeten, um Gott ehren in der Weihnachtszeit. Wieder uns, wir wollen Weihnachtstag sein, wer wir das tun mit Frieden. Wer wir uns nicht lassen trübeln und dort wie verdrisslich worden das Weihnachtszeit. Wer wir uns Zeit so anrechnen, dass wir rührig sind, dass wir uns freuen können. Warum sollen wir uns freuen? Jesus ist gekommen, uns zu erlösen. Wenn dort nicht erst ein Ding, wo wir uns freuen können, dann weiß ich nicht, was wir tun können. Und dann mit Frieden. Jesus Christus ist gekommen, Frieden zu bringen. Zwischen Gott und Menschen
Und von dort stammt auch von zwischen Menschen und Menschen. So, wenn wir taub kommen, sind Geschwister und Familie, wie wir Christen sind, wie wir Jesus angenommen haben, wie wir für Jesus Christus leben und wer wir dann so sein, was Fried bringen. So dort waren vielleicht Geschwister und Familie, wenn es eine Zeit, wo durch viele Streit Riede kommen wird. Wer wird diese Zeit lieber nehmen, dort wie friedlich sind, lieber es jenen an. Und dann werden wir andere die Freiheit geben, dann Weihnachten feiern, das sei dort wollen. Wir als Christen, wir sollen einen Orden die Freiheit geben, solange es dort Gott ehren wird, dann Helligdag feiern, das wir dort wollen. Römer Kapitel 14, 5 bis 6 sagt es dort. Ein Mensch hält einen Tag höher als der andere. Andere meinen, die Tag sind alle ewig rein. Und das muss sich ein jeder in seiner Meinung sicher sein. Das sagt, wir halten nicht Helligdag ewig rein. Das sagt es dort. In der ersten Vers. Wer sich an verschiedene Tage hält, der dort um Gott zu ehren. Und wer eten det, et Gott zu ehren. Wills hij dankt Gott, wenn die nicht eten det, auch Gott dankt, und zu ehren nicht et. So, wo immer wir Christen das Weihnachten wollen feiern, wer wir dort down zum Gott ehren, aber wenn andere da vielleicht ein Klima anders, holen down ist wieder, wer wir in der Schwach und mit Freiheit sehnen, so sie kann, mit eten und mit Helligdag holen, Gott anbeten. Wer wir schließen mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, das sagt in Johannes Kapitel 3, der 16. Vers, dort der Vater schickt die sehen, so dort wir können gerat sein, wir brauchen nicht verloren gehen. Und wenn es Zeit ist, die Heilige, wo wir als Christen denken, tragen, wie wichtig dort ist, dort Jesus ist gekommen, Jesus ist geschickt. Und wenn wir uns rein merken, und von der aus der letzte Sonntag, der Weihnachtszeit hier ist, Gott, ich bete, dass du uns halten. Vielleicht in der nächsten Podel uns die harte Stelle merken. So, dass wenn Weihnachten hier ist, wir können Jesus Christus anbeten. Wir können Jesus Christus ehren. Und wir können Jesus Christus danken. Und ich bete für jeden, der vielleicht in das Weihnachtszeit lernen gehen wird, und das wird eine schwere Zeit sein. Gott, wir beten, dass du gnädig sein. Du wirst mit seiner sein, was sich allein feiern. Du wirst mit seiner sein, wer eine Familie ist, was vielleicht nicht rührig ist, nicht friedlich ist. Und Gott, ich bete, wenn du Söhne sind von dir, was sich nicht hingeben, die was noch nicht das ewige Leben haben. Ich bete, dass wenn sie denken an all die Geschenke, was sie wollen aufmerken, diese Weihnachtszeit, dass sie wollen Zeit nehmen, um den gradste, beste Geschenk aufmerken. Und dort erst ewig Leben durch Jesus Christus. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.